Guten Abend, wir sind das Autorenteam Dummdreist. Wir kommen direkt von hier aus München, aus Heidhausen. Wir machen Mundartlyrik und alles, was sich für uns so daraus als Konsequenz ergibt. Wir singen nachher noch ein bisschen was. Und wir fangen immer an mit Gedichten über zwischenmenschliche Beziehungen. Das erste Gedicht heißt Probleme mit Gastfreundschaft, wenn man es einem jeden recht machen will und aber sich mit fremden Kulturen nicht gut auskennt. Also ein etwas langer Titel ist, aber kein Wort überflüssig. Es wollt mich ein Chinese besuchen. Ich denk mir, machst einen Käsekuchen. Da sagt mein Nachbar, ein Chinese mag überhaupt keinen Käse. Verunsichert und sehr verlegen blick ich dem Besuch entgegen. Doch als er kommt, wird mir gleich wohler. Er ist in Wahrheit Südtiroler. Begegnungen zwischen Mensch und Tier sind ein interessantes Phänomen. Und man glaubt oft gar nicht, was da alles an Kommunikation möglich sein kann, wenn beide nur ein bisschen aufeinander zugehen. Das nächste Gedicht heißt Der Silberfisch. Neulich putz ich mit Schwamm und auch da mein Badwanne, weil's ranzelt. Und grad da kommt aus dem Abfluss raus ein Silberfisch und meint, dass von dem Zeug, mit dem ich wisch, er Pusteln kriegt und Wimmel. Und außerdem hätte er sein Krong so restlos voll vom Meister Proper und Domestos, weil von die anionischen Tenside werd er gleich immer furchtbar müde. Von seinen Worten aufgewühlt hab ich ihm runtergespült. Haustiere sind oft Auslöser für schwere Beziehungskrisen, so auch im nächsten Gedicht. Sie war hintertrieben, sprach, sie würde mich nur lieben. Doch schon bald wurde mir klar, dass da auch noch ein Meerschwein war. Enttäuscht, es müsste im Leben mehr sein, als die Frau zu teilen mit einem Meerschwein, kaufte ich ein Krokodil, da blieb vom Meerschwein nicht mehr viel. Seitdem leben glücklich wir zusammen, das Krokodil ließen wir ausstopfen und einrahmen. Wie man sie wedor kann. Ich hasse es, mir das Bein zu brechen. Steig ungern barfuß in ein Rechen. Greif widerwillig nur zum Hammer und hau mir damit auf den Dammer. Ich stürz nicht gern aus große Höhen oder bohr mit die Finger in einem Föhn. Ich gefall mir auch nicht als Verkehr und wisch mein Arsch mit Sandpapier. Doch sehn ich mich nach solchen Dingen, wenn sonntags die Lindenstraße bringen. Probleme mit Gastfreundschaft, wenn man es einem jeden recht machen will, sich zwischenzeitlich mit der chinesischen Kultur einigermaßen auskennt und aber von einem Araber besucht wird. Es wollt mich ein Araber besuchen. Ich denk mir, machst Rhabarberkuchen. Mein Nachbar sagt, Araber haben zur Zeit für, glaube ich, Ramadan. Au weh, er kommt, probiert ein Stück, den Rest schiebt er mir gleich zurück und meint mit finsterem Blick so dann, du hast da nein kein Ramadan.